Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Jetzt retten wir doch einmal hier mit der Leid, wenn wir schon los sind, ne? Ich vergaß, hast du mal eine Mark vermischt? Der Automat nimmt keine Scheine. Oh, und die 5-Mark-Scheine waren früher auch so selten, finde ich. Aber einer habe ich noch, tatsächlich noch. Immer mehr Menschen gehen fort von hier. Auf der Weihnachtsinsel soll es ein Ort geben, an dem es auch sehr warm ist. So. Unsere Brunnen sind alle ausgedatzelt. Und du? Oma, beim Barte des Propheten, ich, König Oma, habe Probleme. Aber es sieht aus wie ihr Frau, okay? Wir haben kein Wasser mehr und ein gewisser Viktor hat mir erzählt, dass der Manasame aus dem Feuerpalast im Westen gestohlen worden ist. Das klingt nicht so gut. Vesuvio, der Hüter vom Feuerpalast, ist entführt worden. Außerdem ist der Manasame dort verschwunden. Oh, hi Bertie, du kannst dich nicht verstecken? Ich werde von dir fortgehen, es ist viel zu heiß hier. Das sehe ich genauso. Ich bin auch kein Mensch für Hitze. Wer lieber so ein neuer Verragermann. Mach doch mal aus der Kettenpeitsche einen Schleimflegel. Herzlichen Glückwunsch, Igitt. Ich glaube, das ist da wieder was fürs Mädel. Ich muss gerade nochmal checken, wie dann ihr Verhalten derzeit aussieht. Sie hat auf Stufe 3, perfekt. Da kann sie genauso gut jetzt der Schleimflegel nochmal weiter leveln. Bei dem Händler haben wir schon gekauft. Und im Westen geht's zum Feuerpalast, hätten sie uns gesagt. Aber wir stürmen jetzt einfach mal geradeaus weiter Richtung Oster. Und da finden wir ein Kanoni-Reisebüro. Okay. Das brauchen wir derzeit nicht. Aber wir wollen zum Feuerpalast. Das heißt hier runter. So, und jetzt stellen wir uns dieser harte Realität. Aber erst will ich noch was checken, bevor wir das wirklich machen. 4-mal Heilkräuter, 3-mal Schokolade, 3-mal Gutze, 4-mal Walnuss, 4-mal Lebenswasser. Okay, besser kann es nicht kommen. Ja, nur noch ein bisschen besser. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier geht es dann nach Westen, also wieder nach unten. Und von hier aus jetzt nach Westen. Nimm das, du ekelhafte End. Harzgas Level 3. Was machst du da auf mich? Ah, na, 72 zieht es auch noch ab. Also, ich komme derzeit auch nicht dazu, mich irgendwie zu bewegen. Schlammbombe Level 3 kommt auch noch dazu, aber auf die Koboldin. Gewitter, du Nackheide. Die haben sie richtig abgesehen auf mich hier, die Knabe. Okay, dann halt doch mal der Ackermanns Heinz. Bevor ich noch weiter mit Harzgas zugeschwemmt wäre. Mann, oh Meter. Das sind aber auch lästige Biester hier. Man könnte sie mit einer Frostwelle locker töten. Aber um ehrlich zu sein, ich will mal den Stress nicht geben. Jetzt hier Mana-Punkte, was so Mistvieh hier zu vergeuden. Komm schon raus. Ich weiß, du bist schnell tot. Das Ding ist eigentlich wie so ein Ameisenlöwe. Bombenkürbis ist erledigt. Und die Ente scheinen diese Kürbisse zu erschaffen. Terrorente ist konfus. Oh, das macht mich wieder ab. Ah, meine Zauberabwehr ist nicht so gut. Also der Ackermanns Heinz hat hundsmiserable Abwehr gegen Zauber, muss ich sagen. Da ist er wieder. Sehr schön, jetzt ist er kaputt. Gut, dann können wir weiter Richtung Feuerpalast gehen, oder Mädels? Upp. Lasst euch bloß nicht von deiner Aare erwischen oder von deinen Kürbisse, die Harzgas ausströmen. Igitt. Oh, irgendjemandes Waffenlevel ist gestiegen. Gretels Waffenlevel ist gestiegen. Peitsche erreicht Level 3. Sehr schön. Aber ich glaube, die Peitsche ist jetzt sogar Level 4 schon, oder? Kann das sein? Auf jeden Fall will ich sie mal auf Stufe 3 hier eingestellt haben. Helga erreicht auch noch Level 21. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. So. Terrorente ist konfus. Und erledigt ist er auch noch. Und jetzt ist er tot. Das ging nur ratzfatz. Also diese Start hier von Unwohlsein hat die ziemlich schnell durchlaufen. Schlammbombe Level 3 auf der Ackermanns Heinz. Ja, der hält nicht so viel Zauber aus, muss ich sagen. Da bin ich etwas enttäuscht, muss ich sagen. Weil ich finde, gerade dafür, dass der eben keine Magie wirkt,
wäre es vielleicht fair gewesen, ihm eine gewisse Resistenz gegen solche Elementarmagie zu verleihen. Spinnenbeine heißt das Vieh, okay. Also sagen wir jetzt zum Beispiel, wir haben der Erdpatron Rocky eingesammelt, dann finde ich, dass der Ackermanns Heinz irgendwie auch so mit entsprechender Magiestufe auch Magieresistenz haben sollte. Sprich, er kriegt dann auch eine Magieresistenzstufe. Je mehr Zauber er schluckt, desto stärker wird seine Zauberabwehr, bis er irgendwann halt nur immun wird gegen die Magie. Das wäre ein schöner Ausgleich gewesen, dafür, dass er halt für Magie wirken kann. So, Höllenstachel ist erledigt. Ach, wär's doch nur so. Dann peitscht das Vieh doch mal tot. Na also. Ist auch ein schöner Sprung und ein schöner Move, finde ich, der Stufe 3. Peitsche, Auflader. Schlammbombe Level 3. Du loschst mich an in den Frieden, ne? Dappisches Vieh. Spinnenbeine. Okay, Gretel. Ich brauche wieder so Ladung. Ah, ja, Kraftwasser. Oh, leicht zitronig im Abgang. Geil. Das erfrischt. Und hier ist auch schon die Tempelmusik, die typische. Und hier fangen auch schon die Säule an. Yes, das allein penetriert mich das Mistvieh die ganze Zeit mit seiner scheiß Schlammbombe. Und da aber rennt irgendeine ziemlich verwirrte Ratte durch die Gegend. Hallo? Mein Freund. Und wieder direkt auf der Ackermanns Heinz. Der weiß genau, wenn er zu Ziele hat, hier der Sausack. Blöde Spinnenbeine. Komm schon her und zeig dich. Sehr schön. Spinnenbeine ist konfus, finde ich vor allem auch sehr schön. Pfeilratte ist erledigt. Das andere war Bogenratte im Hexewelche und das jetzt sind Pfeilratten. Okay. Warum auch nicht? Gut, der Feuertempel ist hier in den Fels gegraben. Also generell muss man sagen, Feuer und Erde teilen sich in Secret of Mana doch ziemlich interessant die Partnerschaft. Die sind sehr häufig miteinander vergesellschaftet in dem Spiel. Gut, dann machen wir jetzt diese blöde Pfeilratte auch noch platt. Zack. Weg ist er. Hier geht's noch wohin, aber da können wir noch nicht durch. Deswegen wohl erst noch links. Hallo? Herr Uff. Du närrisch Hinkel. Aber da machen wir schon mal von Haus aus ziemlich gut Schade, muss ich sagen. Ohne die Waffe aufzuladen, macht es doch auch schon gut Schade. Boah, solange es ja so heiß ist, können wir nicht weitergehen. Wenn du das sagst, du Schwächling, dann ist das wohl so. Aber nee, ich kann mir schon vorstellen, in so einem Feuertempel ist bestimmt gut heiß. Dort hat er die Heizung bestimmt ein bisschen höher gestellt als auf 20 Grad. Und alles, was über 20 Grad ist, ist für mich die Hölle. Zumindest, wenn es über die 30 Grad rausgeht, will ich jetzt mal sagen. 22 Grad ist noch schön und angenehm, aber wenn es dann wirklich so über die 25 Grad plus geht und ich muss die ganze Zeit in der Sonne sein, oh nee, vergiss es. Blutpudding ist konfus, so. Und die Viecher schießen die ganze Zeit hier auf uns. Heinz ist verbrüht. Das hat wohl diese Feuerklinge gebraucht. Gewittert dünner Keitel erleiht. Ist die Gretel jetzt auch noch verbrüht? Ach du Scheiße. Nee, warte mal. Scheiße. Von ihr aus wollte ich doch jetzt erstmal hier Froster ist für alle da und so. Dass jeder noch ein bisschen was abkriegt davor. Und dann peitsche ich mal die Viecher hier zur Ordnung. Ja, auf hier die ganze Zeit Ackermanns Heinz anzugreifen und Mistvieh. Ich glaube, es hackt. Oh Mann. Gewitter erleiht. Wenn ich dann einmal hier zum Schuss käme. So, jetzt sind wir auf der Heinz. Und dann versuchen wir mal die Biester hier fertig zu kriegen. Okay, der Blutpudding ist schon mal tot. Oh, Alter. Und hier kann ich die nicht erreichen. Probieren wir es mal mit Pfeil und Bogen. Sehr schön. Das hat was gebracht. Und hier kommen wir nicht durch. Gretel erreicht Level 22. Das ist doch schon mal was. Und dann kann ich genauso gut wieder Schorfschwert nehmen. Wo ist es dann? So, da ist es. Tja,
Da kommen wir auch erstmal nicht durch. So. Dann schieben wir dich mal wieder in die Mobbing-Ecke. Und machen dich so platt, wie es sich gehört. Dann noch dort hier. Dasselbe Spiel bei dir, du Mistkerl. Helga erreicht Level 22. Herrgott, wie war dann das nochmal? Wenn ich mich nur erinnere würde, wie das war. Ich habe da keinerlei Gedächtnis mehr davor. Das war hier der Quatsch, aber da kommen wir noch nicht durch. Moment. Nee, dann muss das woanders gewesen sein. Dann muss das auf dem linken Weg gewesen sein. Autsch. Voll wieder reingerennt in den Schampel. Und... Gott, er boomerangt? Nee, dann muss ich das so machen. Gut, dann bist du jetzt dran, Kollege. So hat sich das erledigt. Oh, dann muss es hier irgendwas sein. Hätten wir von da aus eventuell einen Orb oder so, den wir attackieren können. Mit Magie. Nee. Nett. Steinfalle, na großartig. Heinz ist erstarrt. Toll. Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe es mir verharren jetzt in dieser epische Pose, bis sich das wieder löst. Autsch. Und dann gehen wir hier runter. Noch einmal. Solange es hier so heiß ist, können wir nicht weitergehen, als ob... Aha, da ist doch ein Orb. Okay, Kobold in dein Auftritt. Didum. Ich glaube, hier hilft Froster. Und gegen diese Wolke hilft auch nur Magie. Nicht einmal eine Frostwelle kann das Feuer löschen. Okay. Warte mal. Dann muss ich jetzt doch nochmal einen Analysezauber drauf wirken. Ansonsten muss hier Vesuvio dran. Um das Feuer zu bändigen. Ja, Vesuvios Magie könnte helfen. Na toll. Dann seid ihr mal so gut. Und wirk mal auf der Heinz einen Zauber. Okay. Das heißt, wir brauchen... Yes, das erleiht. Haben wir es mal bald? Alter. Jetzt hängen die ganze Zeit bei der dappige Wolke hier fest. Mann. Und jetzt langsam mal ach. Okay, wir brauchen erstmal Vesuvio. Das ist nicht so gut. Das heißt, es muss irgendwo auf der anderen Stufe weitergehen. Gredels Zauberlevel ist gesticker. Froster erreicht Level 3. Das ist auch sehr gut. Manometer, wie war dann das? War das nicht so, dass ich hier die Peitsche brauche oder so? Warte mal. Das muss ich jetzt nochmal rausfinden, wie das war. Das habe ich jetzt nämlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. So, du? Nee, du geht's auch nicht weiter. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, du kommst nicht durch. Das kann ich verharzen. Dann die Gegner nochmal Killer. Dann probieren wir es nochmal anders. Mit Pfeil und Bogen erst einmal. Und ich probiere die von hier aus zu erledigen. Gut. Schön. Dann machen wir das halt anders. Toll, die Koboldin ist auch noch verbrüht. Und das kommt nicht rar. Na wunderbar. Der Ackermann. Das gibt's doch alles gar nicht. Also wie die uns hier mit Schade decken, die Viecher, das ist so asozial. Also da muss ich wirklich sagen, wenn das die leichte Version ist, dann brauchst du Mahlzeit. Erstmal Heilkräuter auf der Heinz. Alter. Manometer. So, jetzt sind die zumindest mal platt. Und dann kann ich mit dem Schwert attackieren. Oh Mann! Das gibt's doch gar nicht. Jetzt auch noch der Heinz geschrottet. Toll. Zur Not muss ich einfach nochmal nachgucken, wie es funktioniert. Aber ich glaube irgendwie im Hinterkopf, aber dass hier irgendwas war.
Ich hab doch eindeutig drauf gekloppt, ihr Idiote. Alter Latz. Okay. Noch einmal. Ey, das ist so mies. Man darf die nicht berühren, sonst kriegt man sofort auf den Sack. Aber wir die berühren dann geht alles zugrunde, was man sich aufgebaut hat hier in Aufladung und so weiter. Das ist so zum Kotzer. Ja, genau. Ich habe das Ding zwar nicht berührt, aber komm, warum nicht? Gretel ist hinüber. Genau. Komm. Fick dich doch ins Knie, Mann. Hat's ja überhaupt noch irgendeinen Sinn, was ich da mache? Alter Arschlecken. Jetzt mal ohne Witz. Noch einmal. Gretel. Du hast natürlich keine MP. Nee, wenn ich die Leute wiederbelebe, da haben die natürlich auch Mana-Punkte mehr. Ist ja logisch. Und wehe, man berührt die Dinger, dann ist man ja sofort tot. Also, als ist es echt dermaßen mies. Könntest du bitte, wenn du so freundlich wärst, ich habe dir den Befehl gegeben. Danke. So, wie viel heilt's jetzt? Ja, wenigstens das. Und du zu dieser Friede, Freude, Eierkuchen-Mucke, das geht mir gerade so auf den Senkel. Yes, es erleid. Ich krieg echt noch die Krise hier in diesem Feuertempel. Alter Falter. Jetzt bin ich extra nochmal rausgelaufen. Na toll. Das war auch sehr intelligent von mir. Also wieder auf der Heinz. Holen wieder Pfeil und Bogen. Und ja, natürlich, jeder Pfeil von deiner kommt durch, ist logisch. Und, so. Bloß nicht in die Nähe gehen, sonst, wenn man berührt wird, dann ist man ja sofort tot. Oh, na also, es geht doch. So, jetzt kommt dieser eklige Pudding wieder. Ey, berühre mich bloß nicht, du Scheißvieh. Und dann gehe ich wieder auf... Dann gehe ich mal auf die Biest-Harpune. Ist mir jetzt gerade egal. Wenn diese Kotzeviecher einem bei jeder Berührung platt machen und die Idioten versuchen jetzt natürlich wieder zu mir rüber zu kommen. Alter, die sind ach so dumm, unser KI hier. Die ist ach so dermaßen blöd. Ah, Mann. Beim ersten Mal haben wir es doch auch locker hingekriegt, das hier fertig zu machen. Und ich bleibe jetzt definitiv auf Fernkampf hier. Natürlich. Kaum wollte ich mal was probieren, wäre ich sofort verbrüht. Gretel, mach die fertig. Ich sollte sie vielleicht auf Level 4 hochstufen. Ja. Mach doch bitte auf Level 4 deinen tollen Move. Ist ja die einzigste Level 4 Waffe, die wir so derzeit parat haben. Irgendeiner ist noch ein Level aufgestiegen. Wahrscheinlich die Helga, genau. Ah, jetzt reproduziert er sich wieder. Und ach, der Stufe 4 Angriff kommt nicht durch. Ich hasse das mit diesen Puddings. Jetzt drängen diese Viecher uns wieder in die Ecke rein. Hopp, mach sie fertig. Sehr schön. Gut. Oh, jetzt teilt sich das kotzige Tier mal wieder. Ey, ich verzweifle ja echt noch in diesem scheiß Feuertempel. Ohne Witz. Ich wäre wahrscheinlich Levels ohne Ende kriege. Aber es macht mich hier immens fertig. Ey, es ist so zum Kotze. Gehst raus. So, jetzt machen wir diese Ratte hier platt. Und der andere, der kann rumschießen, so viel er will. So. Gewitterdunner Keitel. Mann, oh Meter. Ich würde sagen, ihr liebe Leid. Ich mache an der Stelle jetzt wirklich meinen Cut. Ach, wenn es eventuell jetzt ein bisschen kürzer ist. Aber den will ich nicht in der Nähe haben. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Secret of Mana auf Pelzig. Nachdem ich mich jetzt hier im Feuertempel so aufgeregt habe. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.